Heute zusammen, du hast den Cletus, Crown Cletus oder eben den Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Die mich ein bisschen besser kennen, wissen ja, dass ich nicht nur Mainstream-Games wie Call of Duty und so spiele, sondern auch gerne mal links und rechts ein bisschen schaue. Weil, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich finde, als richtiger Gamer sollte man eben schon ein bisschen Aussicht halten nach, keine Ahnung, ein paar Perlen, wo einem jetzt eben als Standard-Game gar nicht so begegnet. Oder was auch immer, soll jeder machen, was er will. Ich schaue eben gerne so ein bisschen, ja, in der Game-Szene, was noch so läuft. Und hier Path of Exile, das ist ein Game, das von ein paar Neuseeländern entwickelt wird. Jetzt schon seit 6 Jahren und es sind nur ganz wenige Leute, die an dem arbeiten. Ist also ein absolut geiles Indie-Projekt. Und wenn man dann sieht, Diablo 3, dort sind so viele Leute dran und so viel Geld ist dort reingesteckt worden. Und wenn man dann am Schluss sieht, was für ein Produkt das raus ist gekommen, ist das eigentlich schon erstaunlich. Wo hier die Path of Exile Jungs können sicher noch an einigem ein bisschen schrauben. Aber es ist wirklich das, was eigentlich Diablo 3 hätte werden sollen. Es ist ein Action-Rollenspiel, ihr könnt hier im Hintergrund verschiedene Klassen auswählen. Wie jedes Action-Rollenspiel basiert auf, oder wie viele Action-Rollenspiele basiert auf 3 Primärattribute: Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Und da hat man dann eigentlich auch gerade, ja, die jeweiligen Leute. Die Amazone setzt zum Beispiel, oder die Rangerin setzt ganz auf Beweglichkeit. Dann haben wir einen Duelist, das ist so ein bisschen ein Zwischencharakter. Tex setzt voll auf Intelligenz, oder Bam Bam, den wir vorhin gesehen haben, setzt voll auf Stärke. Und so kann man sich dann eben, wie gesagt, seine Klasse am Anfang auswählen. Aber es ist nicht alles fixiert auf Klasse, so wie das bei Diablo ist. Ich wollte euch das jetzt schnell an meinem Schlitzermeister zeigen. Das ist ein Level 32er Shadow. Dort habe ich schon einiges freigespielt und kann auch das eine oder das andere zeigen. Jetzt seht ihr hier ganz am Anfang, vielleicht schnell eine Karte zeigen. Es ist so, das ist jetzt die geschlossene Beta. Hier braucht ihr einen Beta-Key, um jetzt mitzuspielen. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Ich habe hier sonst noch ein paar. Und ich glaube, Mitte Januar, Ende Januar wird dann die offene Beta gestartet, wo alle dürfen mitspielen. Das Game wird free-to-play sein. Und im Moment kann man eigentlich Akt 1 und Akt 2 spielen. Ich habe jetzt Akt 2 schon durch und dann bin ich dann in die Schwierigkeit Cruel gekommen. Aber das ist noch fies, wenn man hier stirbt, verliert man 5% der Erfahrungspunkte und das habe ich nicht so gerne. Darum bin ich jetzt hier noch ein bisschen normal Akt 2 am Umziehen. Ja. Das Geniale an diesem Game ist einerseits der passive Fähigkeitsbaum. Und der ist ja wohl absolut crazy. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich dachte, hey, da kommt ja kein Schwein draus. Und genau so ist es eben. Am Anfang kommt wirklich kein Schwein draus, aber wenn man Interesse hat, fängt man sich ja wie so oft im Leben ein bisschen an zu informieren, man fängt ein bisschen an zu lesen. Jeder von diesen Punkten ist auch beschrieben. Und ihr seht, alle Charaktere haben genau den gleichen Fähigkeitsbaum. Es ist einfach je nachdem, was man für einen Charakter wählt, startet man halt einfach am anderen Knoten. Tex ist hier oben, hier ist glaube ich der Marauder und hier hätten wir dann die Rangerin. Und ich habe mich ein bisschen informiert, ich weiß nicht, ob ihr den Criparian kennt. Das ist ganz gescheites Käibli aus Kanada, wo so ein bisschen World of Warcraft, Diablo, jetzt eben auch Path of Exile spielt. Und der Typ ist so, ja, egal was er zeigt, ich liebe es dem einfach nur schon zuzulassen. Und er spielt es auch, hat es auch gut erklärt. Und ihr seht, ich wollte euch jetzt hier schnell mal für meine Shadow zeigen, was ich vorher hatte. Ich wollte auf Angriffsgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit gehen. Und dann bin ich am Anfang mal hier unten durchgestartet. Mit jedem Levelaufstieg bekommt ihr so einen Knoten. Und habe hier eigentlich geschaut, dass ich zuerst mal schnell die 12% Angriffsgeschwindigkeit erhöht noch abgrasen kann. Bin dann hier runtergegangen, zuerst gegen links, um noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit zu bekommen. Und dann bin ich gegen rechts gezogen. Haben wir hier auf jeden Fall mal nur die Klauenfähigkeiten. Das ist so wie der Wolverine, wo man einfach so Klauen aus den Hängen hat, oder eine Waffe besser gesagt, wo Klauen dran sind. Und das kann ich mir dann noch holen, genau. Und das ist sehr gut, weil das erhöht die Angriffsgeschwindigkeit, das erhöht den physischen Schaden. Und genau in diesem Beispiel bin ich dann gefolgt, bin dann hier weiter raufgezogen zu dem hier. Und hier bekommt man dann eben auch noch 1% jeweils und dann 2, also gesamt auf 4% vom physischen Schaden, den man macht, als Leben zurück. Das ist auch noch eine schöne. Und weiter ist es dann für mich hier runtergegangen.
Weil da unten hat es eine Zone- und Bewegungsgeschwindigkeit, hier hat es Angriffsgeschwindigkeit. Und wenn ich mich dann hier runter mache, kann ich noch einmal meine Krallen verbessern. Vielleicht komme ich noch hier hinten. Nur 8% mehr. Und ihr seht, ihr könnt unglaublich viel rumtüfteln. Man kann die Punkte zum Teil zurücksetzen, man bekommt also Respect Points zwischendurch, aber man kann nicht den ganzen Baum zurücksetzen. Also es ist nicht so wie im Diablo, wo man einfach hin und her switchen kann. Diablo 3 meine ich natürlich, sondern eher wie im Diablo 2. Das ist noch geil. Was eben auch noch geil ist folgendermaßen: Inventory. Alle Gegenstände haben so Sockeln, wo man dann Diamanten oder Steine rein tun kann. Es gibt Steine, die euch Fähigkeiten geben. Also, ich muss schnell mal irgendwann easy hergeschwingen, um das auch ein bisschen zu zeigen. Ich habe natürlich Angriffsfähigkeiten bei meinem Schlitzer-Typ drin. Ich kann hier schnell zuschlagen, kann hier so doppeln, kann sie ein bisschen führen, ein bisschen Flächenangriff ist das halt auch. Ich kann dann machen, dass ich ein bisschen schneller säckeln kann. Was kann ich noch? Ich kann mich hier zu den Gegnern her beamen, zack, und sie dann zusammenhauen. Und ja, die Gegner haben ein ganz tiefes Level und ich bin schon 32. Es wird jetzt zum Teil aber schon ein bisschen tricky. Sorry wegen dem Bild, wenn es auch ein bisschen ruckelt. Das ist wieder mal wegen dem scheiß Fraps oder weil mein PC einfach zu wenig stark ist. Das Game selber läuft aber flüssig. Und Fähigkeiten, genau dort bin ich. Das sind alles Fähigkeiten. Und die rund sind, die Fähigkeiten verbessern. Also es gibt dann so verlinkte Sockeln, da kann man auch noch spezielles Zeug machen. Und das Gute ist, die Fähigkeitssteine, die kann man finden, die bekommt man. Und somit kann man eigentlich Charakter völlig individuell aufbauen. Ich habe sogar, dass ich mich zwischendurch ein bisschen als Fleischschild ein paar Zombies kann erwecken. Und so sie haben eigentlich keine Grenzen gesetzt, eben nicht so wie im Diablo. Und das Gute ist, es gibt kein Geld, es gibt kein Gold, es gibt also auch keine Farmer. Und gleichzeitig sind alle Gegenstände können gut sein, sogar die weißen ganz normalen, weil es kommt eigentlich auf die Anzahl Sockeln drauf an und wie die gelinkt sind, weil man kann aus einem weißen Gegenstand eine rare machen. Oder einen magischen, ganz wie man will. Kann man Gegenstände dann modifizieren und das ist eigentlich das Geniale in diesem Game. Alles basiert darauf, dass man selber anpassen kann, was man gerne machen möchte.